Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wir haben jetzt auch noch Kampfstufe 1 erreicht und plus 5 LP, okay, was auch immer das ist. Und wir haben gelernt, wie wir robuster Ring herstellen, ja, das ist doch nicht schlecht. Dazu gibt es auch noch wieder ein paar schicke Einnahmen. 755, nett zu verachten. Sehr coole Sache, 10. Darkhammer. Ich muss jedes Mal lachen, deswegen. Okay, Königin der Soßen, Wiederholung, sehr schön. Servus, ich bin's, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht von der Woche ist Kohlsalat. Stellst du dir fade, schlaffe Kohlberge vor? Das geht nicht nur dir so, aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Dafür brauchst du einfach nur einen saftigen, frischen Kohl. Vermischen mit ein bisschen Essig und Mayo und schon bist fertig. Ach, so knackig und frisch. Ich habe gelernt, wie man Kohlsalat macht, geil. Kann man da nochmal reingucken? Morgen wird's wieder sonnig. Und, ja, das sollte ich sowieso mal häufiger machen. Und die Geister sind ein bisschen genervt. Vielleicht auch nicht so der tolle Tag für die Mine. Aber wir haben doch Besuch, wie es aussieht. Motto, kleines Hündchen. Hallo, Ackermann. Siehst du den Hund hier? Oh, hihi. Goldig. Ich habe mal an deiner Hofeifahrt gefunden. Ich glaube, es ist ein Streuner. Armes kleines Ding. No. Scheint mir hier zu gefallen. Hey, Mensch, dass dein Hof einen guten Hund gebrauchen könnt? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, wähle einen Namen. Bello ist jetzt etwas einfallslos. Ist wie bei The Simpsons. Eine Katze braucht einen richtigen Namen, Lisa, so wie Schnurri oder Pfoti. Nee, also wenn ihr mal Secret of Evermore Let's Play gesehen habt, dann könnt ihr es euch vorstellen, wie er jetzt These wird. Und zwar wird der Hund getauft Leverwurst, wie sich das war ein gescheiter Pelzer Hund kehrt. Komm her, Leverwurst, sei ein braves Hündchen, ja? Sehr schön. Ja, ich finde einfach zum Bauernhof gehört ein Hund mit dazu, definitiv. Ah, jetzt wächst hier auch mal endlich was. Gewitter erleid. Hat wohl doch total lecker, dass ich das Zeug nachts hätte gießen sollen. So, da können wir noch den Kupferbarren machen. Und dann können wir vielleicht mal unser erstes Zeug tatsächlich, unser erstes Werkzeug mal wirklich aufpeppen. So, zack, zack. Das sieht doch gut aus. Pastinake-Ernte war mal wieder soweit. Vielleicht sollten wir uns dann auch nochmal Pastinake-Saat zulegen. Ups, nein, das möchte ich wieder rausholen. So, sehr schön. Gut, der Kupferbarren ist auch soweit. Na dann, dass wir auch schön weiter Einträge kriegen durch unser Zeug. Sollten wir auf jeden Fall nochmal Saat kaufen beim Franzos unseres Vertrauens. Und da könnte man um 10:30 auch nochmal Abigail treffen, um ihr Geschenk zu geben. Das klingt doch auf jeden Fall noch im Plan. Gut. Na, du wolltest jetzt nicht hier, aber. Dann schauen wir doch einfach mal, was da auf dem Nachbarfeld dann rauskommt. Ich bin ja echt sehr gespannt. Also, wenn es nicht täglich regnet, müssen wir dort zweimal gießen. Das sollte ich mir jetzt auch im Hinterkopf behalten. Könnte nämlich durchaus dort liegen. Und, na dann, weiter geht's. Schön zweimal am Tag gießen. Oh, da ist, glaube ich, ein bisschen was verdotzelt sogar schon. Da sollte ich vielleicht schon zweimal drüber gehen. Weil das geht uns offenbar ein. Das ist verdotzelt hier. Ist wohl etwas zu sonnig heute. So. Na, Ackermann. Verzähl mal nix. So. Weiter geht's. Ja, relativ verdotzelt, das sollte ich wirklich zweimal gießen. Auch wenn es mich etwas Energie mehr kostet. So. Na, verarsch mich doch nicht. Und zweimal. Dann wird es insgesamt 3-mal gegossen. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen überzwerg, das 3-mal zu gießen, das Zeug. Aber ich weiß ja nicht. Man weiß ja nie, was da rauskommen könnte. Ansonsten stellen wir halt ein bisschen Erntemissertrag, aber damit muss man halt leider auch rechnen. Gut, Dann haben wir doch heute eigentlich einen relativ geschäftigen Tag vor uns.
Gegosse Hämmer. In die Mine wollte ich nochmal rein. Das heißt, ja, okay, da machen wir nochmal 5 und machen unser erstes, unser erstes Upgrade. Da können wir auch direkt zu Clint reingehen, finde ich. Und Abigail kriegt dann später ihr Geschenk noch präsentiert. Wie sieht's dann aus? Ja, Eggschenk habe ich ihr schon gemacht. Das ist dann das Zweite. Mal gucken, vielleicht komme ich ja auf 2 Herzen bei ihr. Also bei ihr fällt es mal definitiv schon leichter, muss ich sagen. Da ich die ganze Let's Plays schon vorab aufnehme. Weiß ich leider noch nicht eure Kommentare. Ich hoffe, ihr kommentiert natürlich auch fleißig, wen ich heiraten soll. Ah, der Vincent. Ich bin noch Käfergucker, aber Mama wird böse, wenn ich mich dreckig mache. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich glaube, ist heute sein Geburtstag, ne? Oh, das ist ja mein Geburtstag. Danke. Ja, bitte. Bitte, kleiner Mann. Beweg dich, aber du blockierst leider die Brücke. Sehr schön, dann haben wir auch an seinen Geburtstag noch gedacht. Das finde ich richtig gut. Dann haben wir ihn nämlich nicht vergessen. So, Clint, mein guter Freund. Kupferspitzhacke ist... Ah ja, natürlich, ich habe ja auch... Selbstverständlich, ich habe ja auch das Ding als einziges mitgenommen. Oh, dann wird es aber etwas eng. Nee. Nee, das machen wir nicht. Da wird es sonst etwas arg eng. Was unser... Einträge angeht und was unsere Kaufmöglichkeiten bei Pierre angeht. Wisst was? Da gehen wir jetzt erstmal zum Pierre. Dann holen wir uns vielleicht die Axt. Die Axt wäre vielleicht nicht schlecht. Schleimjäger. Oh Gott, meine Stimme. Schleimjäger. Natürlich nennen wir das doch auch. Selbstverständlich. Ah, Mittwoch ist Ruhetag. So ein Mist aber auch. Naja, vielleicht haben wir ja dann oben so ein bisschen Glück in der Kneipe und treffen da möglicherweise nochmal auf Abigail. Aber dann können wir halt nochmal ein bisschen Schleimis jagen. Und können auch nochmal so... Ja, jetzt habe ich natürlich gequarzt mehr, ne? Tja. Wir holen uns die Axt noch dazu. Ah, Quarzhämmer wirklich noch. Sehr schön. Ja gut, dass ich so ein bisschen... Messi-mäßig veranlagt bin bei solchen Spielen. Ja, ich bin echt so ein absoluter Inventar-Messi, ihr liebe Leid. Ja, müssen wir mal gucken. Ah, du bist Hailey. Hallo, Hailey. Das Einzige, was ich an der Stadt mag, ist der Strand. Das ist aber etwas garstig. Wie sieht's bei euch aus, Jodie? Was hast du gesagt? Es ist schon 12 Uhr? Oh, meine Güte. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Und du, Sam? Hast du das Spiel letzte Nacht gesehen? Ah, warte mal, hast du überhaupt einen Fernseher? Ja, dankeschön. Ich dich auch. Was ist da mit dir? Sieht noch ein guter Tag zum Ballspieler aus, oder? Ich werde dich ja darum bitten, den Ball zu werfen, aber du siehst nicht so sonderlich sportlich aus. Schon okay, ich gucke einfach aus der Ferne zu. Ich will nicht mit dir Ball spielen. Was soll denn das heißen? Ja komm, machen wir's so. Ja, manche Leute sind einfach nicht für den Sport gemacht. Ja, danke. Es lief in letzter Nacht nicht so gut. Ich hab meinen Job als Busfahrer verloren. Wenn ich den zurückkriege, könnte ich dich zur Calico-Wüste fahren. Ah, nicht verkehrt. Sollten wir uns möglicherweise auch merken, dass Pam hier die Busfahrerin ist. Und dass wir ihr möglicherweise ihren Job zurückbringen könnten. So, was dich jetzt angeht, Clint, Werkzeuge verbessern. Sehr schön. Die die kostet auch 2000. Das reißt mal ganz schönes Loch rein. Wisst was? Scheiß drauf. Alles klar, sollte in ein paar Tage fertig sein. Ah, gut, dass ich nicht die Spitzhacke abgebe habe. Alter Falter. Hätte ich jetzt nämlich die Spitzhacke abgebe, dann hätten wir ein kleines Problem gehabt. Dann hätte ich nämlich gar nicht in die Mine gehen können. Okay. Na dann, jagen wir noch ein paar Glitchies. Und geben eventuell mal das Quarz an Demetrius. Ich weiß ja nicht, ob er das jetzt unbedingt haben wollte. Aber wir werden es ja sehen. Verfeinertes Quarz bin ich halt einfach noch nicht in der Lage, das zu holen. Narzisse holen wir mal. Warte mal. Ah ne, Quatsch. Hailey hat ja am 14. Geburtstag. Das ist in 4 Tagen. Deswegen will ich noch nicht die 2 Geschenke pro Woche machen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ah, ja, habe ich noch keins gemacht. Okay, Demetrius. Die Musik ist ja auch geil. Okay, Demetrius, Quarz.
Was denn das? Oh. Okay, das wollte er wohl tatsächlich nicht unbedingt haben. Tja, verfeinertes Quarz. Sieht wohl nicht so aus, ne? Und du bist sowieso viel zu dire, Mädel. Aber mit der Kupferaxt können wir dann auch die Baumstümpfe bei uns auf dem Hof machen. Und können da bei uns auf dem Hof auch noch ein bisschen Kruscht wegrahmen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das so dauert. Und wir gehen jetzt nochmal in die Ebene 15. Wir gehen einfach mal ein bisschen tiefer rein. Und da treffen wir natürlich auch ein paar Glitchies wieder. Wie könnte es auch anders sein? Also ich glaube, die Lieferung für Demetrius kriege ich wahrscheinlich nicht hier. Ich bezweifle, dass ich jetzt hier so rein zufällig über verfeinertes Quarz stolper. Aber wir können hier einfach mal reingucken, was hier so möglicherweise auf uns wart. Auf manche Sache steht hier einfach nur unser Name drauf, habe ich als das Gefühl. So. Auf manche Sache steht einfach nur Fett Ackermann drauf. Gut, und weiter runter mit uns. Ja, Kupfererz kann definitiv nicht schaden. Wenn die anderen Werkzeug-Upgrades wirklich so teuer sind. Tja, ne? Gut, die machen wir jetzt Ammo platt. Hier die Viecher. Und da ist spontan eine Tür entstanden. Nein! Okay, schnell runter mit uns. Ganz, ganz schnell runter mit uns. Dann machen wir noch den Rest von den Glitchies hier platt. Komm her, du Sau. Okay, tschüss. Mir egal, was es sonst noch gab. Die Viecher sind mir echt etwas suspekt. Bei Mia Marrows Let's Play könnt ihr ja auch sehen, wie eine Let's Playerin Panik vor solche Viecher kriegt. Aber die können echt richtig, richtig gemein werden, die Biester. Deswegen die Panik ist schon gewissermaßen gerechtfertigt. Das dürfte jetzt auch unser Glitchy gewesen sein. Moment, nee. Ja, wir haben jetzt schon alle erledigt. Das heißt, noch denne muss ich jetzt anime explizit so suchen. Ich würde eigentlich jetzt eher nur noch Kupfererz gucken. Dass man, wenn wir schon hier wieder in der Mine, in der Mine sind, dass wir auch bei der Gelegenheit einfach nochmal so viel Kupfererz wie möglich einsacken. Praktisch wäre es auf jeden Fall. Kann ich die große Sterne eigentlich schon brechen? Ja, tatsächlich. Die kann ich schon brechen. Und runter. Eieieiei. 10 Sterne hat's gegeben. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Ich glaube, da oben war schon eine Treppe noch unten. Nee, tatsächlich noch nicht. Na gut, aber meistens befindet sich sowas relativ am Eingang. Vermute ich einfach mal jetzt. Nee. Na gut, dann halt nicht. Dann eben nicht. Nein! Geh weg! Geh weg, Widerling! Ich hasse dich! Geh weg! Stirb! Ich will doch einfach nur locker flockig auf Ebene 20 runter. Lass mich in Frieden. Nein! Jetzt kommen mehr. Okay, also nichts wie raus hier. Geh doch einfach raus, Ackermann. Sorry. Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Mine verlasse wieder. Tja, da müssen wir uns einfach wieder so runterkämpfen. Ja, diese Biester sind echt wirklich extrem lästig. Na gut. Möglicherweise finden wir jetzt hier aber auch ein bisschen mehr Kruscht, den wir gebrauchen könnten. Na komm schon. So. Nee. Die Ebenen verändern sich ja auch immer, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Dass die Ebenen nie wirklich gleich aussehen. Also man hat auf jeden Fall auch die Abwechslung da drin. Also die Ebene sieht natürlich vom Aufbau gleich aus, ja. Aber was die Monster angeht, habe ich gemeint. Die Ebenen sehen immer gleich aus, das stimmt schon. Aber was man findet an Erze und so ist immer etwas unterschiedlich. Alter, geh fort, du Mistvieh. Ich hasse dich. Geh sterbe, Alter. So. Noch ein Kristall. Ist das verfeinertes Quarz oder wie schaut's aus? Ja, eigentlich könnte ich mal das noch neu zwitschern. Ja, Petzer die beide Reihe. Und dann holt statt den hier nochmal. Genau. Ah ja, haben wir mehr davor. Sehr schön. Ja gut, verfeinertes Quarz sieht wohl nicht so aus, als ob man das hier finden würden. Aber, ja gut, der Ende-Schleim ist jetzt irrelevant.
Nur dafür, dass man 2 Höhle-Karotte kriegt, hin. Na gut. Dann nix wie raus hier. Ich glaube, es ist sowieso schon, ja, arg spät. Ja. Hayley und Abigail haben beide schon jeweils ein Herz. Das ist natürlich perfekt, weil ich ja schon gesagt habe, das soll mal meine Hochzeitskandidatin sein. Ja, das passt mal ganz gut in den Kram. Ansonsten gibt es für heute auch nicht mehr so großartig viel zu tun. Ein bisschen Kupfererz könnte man noch schmelzen. Noch ein bisschen Erze verhütte ist nie verkehrt, denke ich. Und der nächste Geburtstag ist in 4 Tagen der von Hayley. Da sollten wir auf jeden Fall eine schöne Narzisse eventuell noch finden. Mit dem Bäuermeister soll ich auch noch mal eine Runde quatschen, dass wir zumindest die Sache auch noch erledigt haben. Bist du hier wieder? Jawohl, der ist wieder daheim bei sich. Ja, das kennen wir noch. Das hat er beim letzten Mal auch erzählt. Ups, schleimer meine brandneue Leinehose Cleaver. Naja, egal, viel Spaß mit der Belohnung. Alles klar, sehr schön. 240, das ist perfekt. Dann könnten wir uns für 250 Gold auch noch was holen. Oh, da ist ja Abigail bei ihrer Mutter oder was? Am Grab? Hey, ich entschuldige mich im Voraus, falls ich irgendetwas Unhöfliches sagen sollte. Hab letztlich gelacht, nicht so viel geschlafen. Was wird? Moment mal, gerade mal gucken. Wie sieht's dann aus? Habe ich ihr schon? Nee, habe ihr noch Cat's-Geschenke gemacht. Dann bitteschön. Ich liebe so Zeugs ernsthaft. Du bist echt super, Ackermann. Okay, wie sieht's jetzt aus? Ja, nach wie vor ein Herzl. Aber ich habe sie am Friedhof hier jetzt gesehen. Wer ist denn hier bestattet? Sehen wir nicht. Du können wir mal morgen oder wann einfach reingucken. Du könnt mal morgen reingucken, an wessen Grab sie da steht. Aber, ja. Interessant. Am Ruhetag mittwochs scheint sie um 9:30 da am Grab rumzustehen. Interessant die Erkenntnis mal wieder. Aber das wollte ich ja sowieso ihr wieder geben. Von daher, das passt. Das passt einfach. Hat mal wieder zufälligerweise sehr gut geklappt. Quarze können hier rein. Käferfleisch. Behalten wir mal der Erdkristallkannerei. Und da können wir nochmal gucken, dass wir die Städte deponiert kriegen. Narzisse. Ja gut, dann kann die theoretisch auch fort. Ist ja keine besondere Narzisse. Die lassen wir mal drin. Das Kannerei. Das Kupfererz. Mag ich dann bitte das Kohlestück dazu haben, damit wir den Barren noch verhütten können. Und in der Zeit kann das Käferfleisch rein. Ich hole mal die Gießkanne noch einmal. Und dann gehe ich nochmal einmal gründlich hier über meine Wildsaat drüber. Wir haben nämlich auch nicht alles verschwendet an Energie in der Mine. Dann können wir so einen Käse auf jeden Fall noch machen. Gut, der Kupferbarre ist auch wieder bereit. Also verhütte ist definitiv angesagt, würde ich sagen. Das sollte echt nicht verkehrt sein, dass wir da nochmal eine Runde Erze verhütten. Ja, ich weiß, du bist langsam erschöpft, Ackermann. 12, 10. 11 nur. 9, 7, 5, 3. Oh Gott, gerade noch so. Alter Falter, bitte fall jetzt nicht um, wenn du die Gießkanne auffüllst. Das verbraucht glücklicherweise keine Energie. Gewitter allein, das hat ja gerade so gepasst. Den Kupferbarren nehmen wir natürlich gern. Und wir schmeißen den hier in unser Inventar rein. Dann, neuer Tag, neues Glück. Nix wie ab in die Fall mit dir, Ackermann. Und wie sieht's dann hier aus? Ja, ein bisschen Kohle haben wir mal wieder gekriegt. Insgesamt 488. Nicht zu verachten. Nicht zu verachten, das Ganze. La hopp. Ja, ich sollte jetzt mal wirklich erklären, warum ich doch ständig lache wegen dem Leben vom Land. Aber erst noch im Fernsehen. La hopp. Krähenplage, nicht verzage. Du brauchst nur Vogelscheich. Mit einer Vogelscheich auf dem Hof kannst du die Krähe fernhalten. Schützt der wertvolle Pflanze. Ach ja, sag noch. Brauchst einen größeren Rucksack für all das Sache? Guck doch mal im örtlichen Gemischtwarenladen noch. Könnten wir auch mal machen. Wie sieht's mit der Geistermäuer aus? Oder heute? Sind glücklich. Ja, super. Und Mäuer? Mäuer?
teils wolkig mit einer leichten Brise, erwarten eine Menge Poller. Schön. Schön, ich sag. Ja, das verdotzelt majestätisch vor sich hin, wie es aussieht. Brief haben wir auch noch gekriegt. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne die. Wer immer sie findet, kriegt 250 Gold Finderlohn. Ja, natürlich. Natürlich. Robins verlorene Axt. Robin hat ihr Lieblingsaxt verloren. Das letzte Mal hat sie anscheinend auf Marnies Ranch benutzt, um Holz zu hacken. Ja klar, machen wir doch. Machen wir doch auf jeden Fall. Ich nehme jetzt einfach nochmal die Hacke hier rein. Das geht mir so ein bisschen auf die Kletz hier. So. Später werden wir nochmal sowieso in die Mine reingehen. Einfach nur so just vor Fun. Ja, da ist natürlich wieder nichts. Und beim Pierre sollte man noch reingucken, genau. Das habe ich mir ja eh noch geschworen. Oh Mist. Jetzt habe ich da die Hacke genommen und... ja, dann nehmen wir wieder etwas. Naja. Passiert. So, schön. Na, schön wässern. Und gut die Sache. Blumenkohl und Bohnen sollten wir uns sowieso gut aufheben. Da müssen wir nämlich noch jeweils der Waldgeister spenden. Ah, das habe ich schon. Gut, gut. Oh, mein Hund. Ja, mein Hund, den sollte ich natürlich auch nicht vergessen. Komm her, du Gewitterbutzer. So, krieg ich auch noch ein bisschen Wasser. Ja, der mag mich. Moment, magst du Höhle-Karott? Nee, ich will sie nicht essen. Ich würde sie gerne meinem Hund geben, aber okay. Kann ich anscheinend nicht verfüttern an meinen Hund. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir nochmal da lang. Na, Ackermann, verarsch mich nicht. So. Da. Und die Gießkanne mal kräftig auffüllen. Und nochmal darüber. Okay. Ah, jetzt rennt er hier auf der Felder ein bisschen rum. So. Das will irgendwie auch nicht so recht wachsen, das Zeug. Etwas merkwürdig. Aber ich bin immer gespannt, was mir der Hund im Endeffekt wirklich an Bonus bringt. Außer, dass ich eine lustige Spielgefährte hier habe, der hier durch die Gegend rennt. Alles klar, dann ist gleich mein Zeug auch gegossen. Dann noch einmal Nachfüller. Und hier wieder zu, hier wieder zu. Ihr zwei Sachen kommt hier rein. Ich gucke mich dann noch der Axt um. Ich weiß jetzt zufälligerweise auch, wo das ist, das Ding. Also können wir da auf jeden Fall mal hingehen. So. Ich glaube aber, die Gegenstände brauchen ein paar Tage, bis sie fertig sind. Das ist dann nicht einfach nur am nächsten Tag fertig. Ich glaube, das braucht 2-3 Tage tatsächlich, bis das fertig ist. Ah, jetzt finden wir hier auch noch ein kleines Ereignis vor. Pfui, es stinkt. Warum ist das zugeschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, der Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet, warum denkst du, dass der einen hat? Ich hab mal einen großen alten rostige Schlüssel aus seiner Taschenplumse gesehen. In eine gruselige Kanalluke wie die kann nur ein großer alter rostige Schlüssel passen. Hä? Oh. Das ist wohl ein bisschen so gruselig für die Kinder, aber für uns ein nice to know. Irgendetwas da drin bewegt sich. Ja, definitiv für uns ein nice to know. Punkt. Okay. Ja, für euch nochmal, warum lache ich immer, wenn der Hahn kräht? Ich habe da immer aus South Park im Kopf diese Hinterwäldler, die "They took our jobs". Und das ist dann bei der Episode, wo die Kinder dann anfangen, Wrestling zu machen. Und da hocken dann die ganzen Hillbillies im Endeffekt auf einem Platz und überbieten sich an, ich würde es mal nennen, Unaussprechlichkeit von Sachen.
Oder beziehungsweise von dem Satz, they took our jobs. Und der Ende ist so inzestuös und nieder, dass er einfach nur rausbringt. Und bei dem Geräusch kräht dann einfach dann auch ein Hahn. Deswegen, da muss ich jedes Mal dran denken und lache, wenn ich das höre. Du hast etwas gefunden, verloren die Axt. Ich glaube, die Robin sucht sicher danach. Genau. Deswegen bringen wir das auf jeden Fall zu ihr. Und jedes Mal, wenn ich den Hahnkrähe höre, denke ich halt immer an diesen Hillbilly aus South Park. Das ist so genial. Ach ja, South Park. Ich liebe hier South Park. Da kenne ich mich tot gucke. Was ist da mit dir? Vertraust du mir schon? Ich soll nicht mit Fremden reden. Okay, dann nimm doch mal einen Löwezahn. Ist das ein Geschenk? Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war oder nicht, aber naja. Einfach mal ein Geschenk geben. Na gut. Scheint wohl nicht besonders begeistert zu sein vom Löwezahn. Ich hätte gedacht, Kinder könnte man noch einfach Fred machen. Aber offenbar hat man seine Kinder nicht so leichte Fred machen können. Schade. Gut, was uns angeht. Wir sollten definitiv noch zu Pierre gehen. Ich glaube, heute ist eher mal Hoferbe angesagt, als dass wir in die Mine rein sollten. Und da entscheide ich mich meistens spontan, je nachdem, was am schwarzen Brett jetzt aushängt. Ja, es ist noch ein Daily Job hier unterwegs. Ich brauche Lachfahrgericht, Willi. Okay. Nehmen wir mal A. 2 Dach braucht das. Okay, Abigail ist mal wieder pünktlich hier. Und ich würde ganz gern bei dir nochmal Pastinake holen. Einfach nochmal 50 Stück. Und eine Tulpenzwiebel. Okay. Holen wir auch einfach mal 5 davor. Kann ja nicht schaden. Und Grünkohl haben wir, glaube ich, auch noch kennen. Dann nehmen wir einfach einmal 7er. Huch. Wer kommt dann hier rein? Ah, der Elliot. Okay. Gut, dann bringen wir Robin noch ihr verlorene Axt. Und dann geht's heute nochmal ab auf den Hof, die ich sage. Damit wir da nochmal ein bisschen was einpflanzen und abernten können. Ja, farbefrohe Blumen. Bei mir im Garten wachsen gerade die Tulpe. Insofern, schöne Sache. Ich mag Tulpe sehr, sehr gern. So, für dich. Hey, du hast immer Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich hab mal fast die Zeh mit der anderen abgeschlagen. Ja, danke. Gut. Gibt 250 Gold. Ah, wisst was wir machen können, ihr liebe Leid. Mit denen 250 Gold machen wir doch noch wirklich was Produktives. Das ist genau das Geld, was ich brauche, um bei der Abenteurergilde mir ein neues Schwert zu kaufen. Ah, 14 bis 22 Uhr. Okay, die paar Minuten warten wir hier noch. Ist hier möglicherweise noch ein bisschen Lach unterwegs, was wir einsammeln könnten? Nö. Scheinbar wächst hier kein Lach. Okay, dann gehen wir jetzt hier nochmal rein und holen uns hier ein neues Schwert. Eiserner Langdolch. Hui, 2 bis 4 Schade, 3 bis 7. Ein gewöhnlicher Dolch. Das Schwert macht anscheinend nicht so viel Schade, ne? Ja, 2 bis 4, 3 bis 7. Die Holzklinge ist anscheinend besser als der Dolch. Dann holen wir uns das Ding. Ansonsten gibt es nichts Neues. 2 bis 4 Schade, ja. Und das Ding macht halt 3 bis 7 und das 2 bis 5. Ja gut, dann das rostige Schwert würde ich ungern verkaufen. Weil ich bin wirklich so einer, der ein bisschen an den Erstgeräte hängt. Das heißt, so Sachen, die ich als erstes krieg, ja, die behalte ich einfach so aus Sentimentalität, könnte man es möglicherweise auch einfach wirklich nur Inventargeilheit, Inventar-Messitum. Das ist jetzt euch überlassen, wie ihr das nennen wollt. Ah, da ist ein Specht. Ein Illustra Specht. Was haben wir dann hier noch? Da ist was zum Abgreifen. Nee, anscheinend nicht. Okay, da haben wir noch ein bisschen wilde Meerrettich. Den sammeln wir natürlich auch als zum Verkaufen in der Truhe. Und wer weiß, eventuell haben wir ja noch ein bisschen Lach bei uns in der Kiste drin.
Indem ich das nämlich zum Willi bringe. Dumm. Schaut's dann aus? Haben wir noch? Ja, nee, Frühlingswirbel. Okay. Hätte ich das sein können. Ich hab's dann doch für was anderes gehalten. Alle hopp. Dann erstmal die... Ah, nee, Moment. Bevor ich jetzt so einen Käse mache, wird erstmal das rostige Schwert reingemacht. Und wir haben hier noch unseren Standarddünger, ne? Und außerdem haben wir ja auch noch unser Harz. Das heißt, wir stellen erst nochmal... wie viel haben wir dann jetzt nochmal an Saat? Warte mal, halte mal den Gaul an. Wir haben 20, 720, das heißt 24 müssen wir noch herstellen von dem Zeug. Dann machen wir noch die 24 Stück. Dann können wir nämlich nochmal schön Dünger auslegen. Das wäre echt nicht verkehrt. Dann zurück mit dem Harz, wo es wieder hingehört. Und dann wird nämlich erstmal gedüngt, bevor wir das machen. So. Die Felder können wir leider nie mit düngen. Das Dünge funktioniert leider erst, bevor wir was Eis sehen. Aber das ist definitiv nicht verkehrt, dass wir das noch machen. So und so. Ah, da haben wir noch 7 Felder übrig. Ja, wir sollten tatsächlich expandieren. Ich bin doch irgendwie stark dafür, dass wir in der Richtung Nummer 2 das großes Feld anlegen. Das wäre nicht verkehrt. So, dann pflanzen wir noch unser Pastinake an. Keine Angst, das andere Zeug wird definitiv... Mist, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier mit Pastinake auffüllen. Na, egal. Dann machen wir noch ein bisschen Grünkohl dazwischen, damit sich das auch lohnt. Weil die Tulpe hätte ich eigentlich ganz gern separat eingepflanzt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch die Hacke und die Gießkanne. Genau, perfekt. So, dann wird das Zeug noch gegossen. Schauen wir einfach mal, wie schnell das Zeug mit unserem Standarddünger wächst. Da bin ich echt mal gespannt. Ob das abgeht wie ein Flitzebogen oder eher nicht so. Ja, unser Hund ist auch wieder Wachwoche, wie es aussieht. Und dann legen wir doch gerade mal vor unten noch ein neues, schönes Feld an. Und gucken mal, was da draus wird. Na, der bellt aber ganz schön laut. Der will anscheinend wirklich spielen mit uns, aber ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ja, die Axt. Stimmt jo. Die Axt haben wir ja nicht mehr. Die ist ja gerade vergeben, die Axt. Okay, dann machen wir das ein bisschen anders. Wenn hier die Saat möglicherweise noch irgendwie ertragreich für uns ist, lege ich dann mal in dem Stil hier noch ein Feld A. Dass wir doch mal hier 1, 2, 3, 4, 5 und hier dasselbe. 1, 2, 3, 4 und 5. So. 1, 2, 3. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das haben wir schon. Gut. Ja, ne, dass ich mich hier noch verzähle. Eieieiei. Bisschen Lehm kommt auch noch mit raus. Moment. 1, 2, 3, 4. Du hast eher reizt so viel. Dummkopf. Oder? Nee, ach, ich blöd, Mann. Ich bin doch echt ein Heudoi. Das war noch over zu viel. Das war einfach noch over zu viel. So rum wird ein Schuh draus. Okay. Vielleicht kriegen wir es ja heute noch gebacken. Und hopp. Eventuell, da bräuchte ich auf jeden Fall auch wieder Fockelscheich. Ja, da würde ich mir dann überlegen, wenn der Quatsch hier endlich mal fertig ist, dass ich hier noch ein zweites Feld einfach anlege. Aber das bleibt jetzt erstmal sozusagen ein Wildfeld. Das umzäune ich noch nicht. Und yep. Und da dann noch 2 hier. Tut ja nicht weh. Die 5 Tulpe kommen definitiv da oben hier. Und der Grünkohl legen wir doch mal hier an. Ja, das bleibt jetzt erstmal so Wildbeet, bis das dort drüber sich mal endlich geregelt hat. Okay, das reicht gerade noch so. Dann gucken wir noch, ob wir Vogelscheich herstellen können, weil da kommen dann die nächsten Felder hier geordnet neben dran. Dumm. Nochmal auffüllen. Haben wir uns das morgen gespart. Mit der neuen Axt können wir dann hier auf jeden Fall auch die Dinger kaputt schlagen. So, Lehm behalten wir uns mal. Wie ist der Deibel, wofür das mal gut sein wird? Was wollte ich jetzt nochmal machen? Gewittererleid. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Feld? Ah ja, Vogelscheich, genau.
Da brauche ich aber Kohle. Nee, das wird nix. Fasern und Holz hätte ich zwar genug, aber die Kohle habe ich leider nicht. Na gut, dann lecken wir uns mal Schlofer. Aber, ich dir mal sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen erst wieder zu Let's Play Stardew, übermorgen natürlich wieder, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen danach wieder. Ayan Yankee.